Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Ja, war ganz gut, dass das jetzt hier nochmal in der letzten Episode vorgestern kam. Mit dem Überreste vom Schakal, die wir hier vor uns liegen haben. Weil, ich finde, dafür sollte man sich einfach die Zeit nehmen, um das auch wirken zu lassen. Weil jetzt kommt gleich mal ein Bosskampf. Und das so unmittelbar hintereinander, wie ich es jetzt spiele, obwohl ich jetzt 5 Minuten Break dazwischen gehabt habe. Ja, obwohl ich das jetzt am Stück spiele, konntet ihr das mit dem Schakal jetzt noch ein bisschen eher verdauern. Das ist der Eingang zur Grabkammer der Königin. Natürlich gehen wir da rein. So, und dann kümmern wir uns jetzt nämlich um die Mumie-Königin. So hieß sie nämlich. Ich glaube, das war so, ja, genau. Die hatte ein paar Phasen, wo sie ihr Haut ein bisschen verändert. Derzeit hat sie noch ein gesundes Schweinchen rosa. Aber das ändert sich bald. Ja, stimmt. Die macht hier lustig, tralalala. So kann man denn eigentlich relativ gut ausweichen. Jetzt ist sie immer noch Schweinchen rosa. Hoppala. Ab und zu lässt sie mal ein paar Felsblöcke runter. Springen wir einfach in die Tiefe. Gehen dort hoch. Jetzt sieht sie wieder so aus. Ja, ist immer noch Schweinchen rosa. Die ist glücklich, der geht's gut. Aber mit Shadow machen wir einfach den meisten Schade. Ich meine, ein riesen Problem ist ja jetzt wirklich nicht, die Troller. Sag, komm her, du Ferkel. Komm her, du rosa Ferkel. Zack. Und die Geisterle machen irgendwann auch mal was anderes als Ringelpiez mit A-Fasse. So, die hat halt ein paar verschiedene Phasen. Jetzt ist sie schon grün und hat so ein lustiges Gesicht drauf. Guck doch mal das Maskenface von der A. Alter, ist die eklig. Voll die Mumientroller hier. Igitt. Da ist die Schminke anscheinend auch nur sehr oberflächlich hier aufgetragen. Alter, ist die eklig. Gott. Ja, da kommt der Troller. Komm. Da muss ich anscheinend zu dir herkommen. Alter, bist du ugly und widerwärtig hoch 3. Und sie wird auch nicht schöner im Laufe der Zeit. Ja, es dauert dann nie besonders lang. Noch ist er hier in grüner Leichenmajestät vor uns. Heidewitzka, verschlucke ich mich hier ständig. Wobei es hier keinerlei Grund dazu gibt, sich zu verschlucken. Das ist einer von der leichtesten Bossgegner überhaupt. Ja, die Mummy Queen ist eigentlich wirklich eine von der leichtesten Bossgegner. Jetzt hat sie schon so ein ganz eingefallenes Gesicht. Und jetzt ändern sich auch hier die Seele. Ja, ihr seht, Annie ist nicht durchsichtig. Auf die muss ich drauf kloppen. Dann wird sie wieder ganz. Hoppla. Na schon. Ja, das dreht sich jetzt halt, das Ding. Da muss ich hinterher. So, komm schon. Fast. Hätte ich die Reichweite gehabt, hätte ich es getroffen. Kommt jetzt wieder angegammelt. So. Okay. Gut. Okay, wir kennen das Spiel. Tschüssi. So. Und wie sieht sie dann aus? Ja, immer noch so hässlich wie eh und je. Also jetzt sieht man schon wirklich, dass sie verrottet ist. Also vorher das Grüne, wenn Leichen in so einer Phase sind, wo sie schon grün aussehen, das ist schon ziemlich ekelhaft. Dann sind sie kräftigst am Verwesen. Aber jetzt der Zustand, den wir jetzt schon erreicht haben, oder den die Königin jetzt erreicht hat, das ist schon der Status von vertrockneter Verwesung. So. Also so sehen sie dann wirklich als Mumie aus. Als frische Mumie eigentlich. So, dann komm mal her, du frische Mumie. Ich glaube, wir müssen hoch zu ihr. Ja. So, nimm ihn lang. Nicht mehr lang. Das ist die gemütlichste Phase eigentlich. Solange ich nicht selber was machen muss, ist das bei weitem nicht so schlimm, wie wenn ich aktiv was machen muss. So, dann kriege ich jetzt meine Fidets. Emol und dann war's das. So, das war's. Okay. Noch im erfolgreichen Kampf gegen die Königin von der Pyramide erhältst du weitere Statue. Ja, perfekt.
Und das noch nur circa 5 Minuten Kampf. Das ist doch optimal, oder? Das ist doch richtig, richtig gut. Ja, knapp 5 Minuten waren wir weg hier. Ich habe Stimmen gehört, die aus der Flöte zu mir gesprochen hat. Dieselbe Stimme habe ich bereits im Schlossverlies gehört. Willi, ich bin zufrieden mit dir. Soweit. Pappe? Ich erwarte dich im Turm. Bring alle 5 Statuen zum Turm. Die 5 Statuen sind das Schicksal von der Menschheit. Willi, dummel dich. Der Komet nähert sich. Die Stimme wird leiser und ist verschwunden. Aber Schreckliches, von dem wir nichts wissen, muss passiert sein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss zum Turm von Babel. Aber das liegt auf einer kleinen Insel. Ich habe gehört, dass der Nil ein neues Flugzeug gebastelt hat. Ich glaube, er ist in der Wüste Stadt. Lass noch mal noch gucken und da hingehen. Ja, okay, alle hopp, machen wir doch. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen, da ist er wieder. Und was sagt er uns? Da bin ich wirklich zum Turm. Alle hopp, ich werde dich mit beim Flugzeug da hinbringen. Dann noch bringe ich Kara und Erik zum Südkap. Diesmal wird's nicht abstürzen. Hoffe ich. Scheiße, jetzt habe ich auch noch verpasst. Dass ich die rote Juwele abgeben kann. Weil ich so eilig habe. Ich bin doch auch ein Arschloch, ohne Witz. Alter Falter. Einfach mal ein bisschen gewahrt. Dann wäre es auch so gegangen. Naja. Okay. Er bringt uns auf jeden Fall sicher hier zum Turm von Babel. Über Babel. Ja, ich meine, Turm von Babel, klar, Babylon ist natürlich eine Insel gewesen, das ist ja absolut logisch, ne? Von daher, da haben wir es wieder von wegen, die Karte sind einfach so frei raus, die Dinger hier. Nur wenig historischer Kontext. Wir sind bald da, Willi, sag dein Papa einen Gruß von mir. Dankeschön, ich weiß, dass du ein guter Präsident sein wirst. Ich schätze, wir werden uns eine ganze Weile nämlich sehen. Wenn du alles erledigt hast, dann kehr doch mal zum Südkap zurück. Ja, das wäre ich. Ich bin froh, dass wir alle zusammengefahren sind. Die Rees hat jedem etwas gebracht. Der Lenz hat die Lili getroffen und seinen Papa gefunden. Der Neil hat die Firma von seinen Eltern übernommen. Die Kara hat das Leben und die Welt außerhalb vom Schloss kennengelernt. Und ich kann nachts endlich allein aufs Klo gehen. Na, immer hier. Ja, endlich. Kara hat lang nichts mehr gesagt. Ich werde Willi ganz die Weile nicht mehr sehen. Ich werde mich verabschieden. Ja. Wir sind am Ziel. Vor uns liegt der Turm von Babel. Los geht's, Willi. Setz einen Fallschirm richtig, dann los. Ja, und dazu diese freundliche Dörflermusik und durch Strichmännel, wie es da runter segelt. Ich bin über dem Turm von Babel abgesprungen. Ich war seit 1,5 Jahren nie mehr hier. Und da ist noch ein zweites Männel abgesprungen, wie man sieht. Tja, mir ein Verfolger mal wieder. Ja, da sind wir. Der Wind war verstummt, aber der Turm lag in einer Hülle des Schweigens. Immer gutes Zeichen. Ja. Die 4 habe ich jetzt leider. Hoppla, das wollte ich ja gar nicht. Nein. Achso, ja, wie gesagt, die hätte ich noch abgeben sollen. Das wäre die letzte Möglichkeit auch gewesen, in DAO nochmal die Dinger abzuliefern. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache nochmal ganz kurz einen Neustart und liefert die Dinger dann ab. Und ja, wir sehen uns gleich wieder und überspringen die Cutscene und wir geben die rote Juwele ab und dann geht's wieder hier ab zum Turm von Babel. Bis gleich. Da bin ich wieder. So. Ich habe jetzt gerade mal die Mumie-Königin schrotten müssen. Ich muss gerade mal gucken, wo dieser lustige Juwelehändler dann sitzt. Hier war er zumindest mal nicht. Irgendwo in einem Heißel war er drin, ne? Das war wieder das mit einer Sklavin, ne? Boah, ach, ganz furchtbar. Ja, irgendwo muss er ja auch sein, der Juwelehändler, ne? War er das? Nee, das war wieder so ein Drecksack, der Sklave verkauft. Ach, ekelhaft. So, wo war dann der... Ah, da ist dann noch die der Schakal mir gezeigt hat. Ja, das hatten wir aber schon. Das Bild vom Schakal, tja. Das ist nicht mehr von Relevanz, das Ganze. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo man seine Dinger abliefert, ne?
Nee, Quatsch. Probieren wir es doch gerade mal so in der Ecke, ne? Gerade neben dran wäre was. Okay. Im Endeffekt habe ich jetzt tatsächlich 35 Juwele gepackt. Ja. Uns fehlen ganze 15 rote Juwele. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Ich habe 15 rote Juwele verschnarcht, aber wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt mit aller rote Juwele, weil das ist die letzte Chance, dann könnt ihr hier die letzte Juwele abgeben und der sagt, muahaha, ich bin eigentlich ein ganz wiechter Kerl. Und dann zeigt er uns seine Secret Boss Gestalt. Wenn ihr das sehen wollt, habe ich jetzt schon 2-mal oder 3-mal erwähnt, guckt bei Evil Bloody Eyes oder einfach nur kurz Evil-Reihe oder guckt bei Tinoe-Reihe. Jo, jetzt schwätze ich nochmal mit alter Falter, sprechewillige Lernzeit, du Dummkopf, Yankee. So, ich spreche jetzt nochmal mit Neil und dann fahren wir Richtung Turm von Babel. Das heißt, ich mache hier wieder meinen Cut, die Szene kennen wir jo, also bis gleich beim Turm von Babel. Da sind wir wieder. Ja, jetzt kann es endlich weitergehen im Turm von Babel, dem letzten Dungeon hier im Spiel. Okay, hier haben wir merkwürdigerweise Statue vom freien Daniel. Die Flöte, die Marcel Molskirch hat, ist von hier. Ach, Modo. Rotes Juwel haben wir auch noch gefunden. Ah, da muss es ja doch noch irgendwo der Händler geben. Okay. Ja, trotzdem wollte ich sie mal abliefern. Ne? Okay, aber wenn wir hier noch rote Juwele finden, das hatte ich so nicht mehr im Kopf. Ich habe gedacht, das wäre in Dao dann schon der Fall. Dass wir die abliefern mussten. Naja, egal. Okay, hier kommen wir mal anscheinend nicht durch. Aber probiere geht über Studiere. Autsch. Irgendwas scheint aus der Flöte gefallen zu sein. Ich meine, in Mu hatten wir sowas auch, aber du hat's wohl nicht gereicht. Es ist König Edwards Kristallring. Ich habe schon gedacht, das wäre Dekoration, aber es war wohl ein Ring. Es war Ring, finde ich auch ein sehr toller Satz. Du hast der Kristallring erhalte. Gewitterleid. Ja, du wäre ganz schön stinkig, der Eddie, wenn er gewusst hätte, dass ich das immer bei mir hab. Ne, das ganze Zeug. Gerade mal gucken. Ja, Gegnermenü gibt's hier nicht. Aber hier gibt's so einen lustigen Kristallring. Ring, der in der Flöte verborgen war. Haha. Willis Papa, nämlich kluger Papa. So. Und irgendwas kommt noch gewackelt. Wart! Ach, Kara. Ich bin traurig, weil ich spüre, dass man uns nie wieder sehen, während wir uns trennen. Ach, Kara, wie bist du dann hierher gekommen, Mädel? Du kannst nicht hierher kommen, ohne den Kristallring zu besitzen. Ich hab einen Ring, der stammt vom Goldschiff von der Inkas. Mein Kristallring ist dunkelblau. Der Ring, den du hast, der ist hellblau. Es gibt also 2 Kristallringe und einer hast anscheinend von einer Leiche geflattert. Das muss Vorsehung sein. Oder Leicheflatterei. Ich glaube, wir gehören irgendwie zusammen. Ja, muss ja wohl, ne? Okay, jetzt haben wir die halt bei uns. Noch wieder die Oller. Und überall die Statue vom freien Daniel. Das macht mir schon ein bisschen Angst gerade. Oh, da ist noch ein Seelchen. Das Licht vom Komet hat einen enormen Effekt aufs Wachstum von Lebewesen. Wenn der Stern der Orbit der Erde erreicht, erfährt die Menschheit eine dramatische Evolution. Das will ich, glaube ich, nicht. Interessanterweise sieht übrigens hier die Statue vom freien Daniel aus wie der Held aus Lufia, wie der Maxim. Das werden wir gleich selber beurteilen können, weil noch Illusion of Time mache ich Let's Play Lufia auf Pelzig. Und da könnt ihr ja mal einen Blick drauf haben, dass Freedan hier auf der Statue wirklich wie Maxim aussieht, der Held aus Lufia. Ja, und noch Lufia wollte ich dann mal wieder Gras Empfehlung folge und dann Chrono Cross spiele. Nur mal so viel dazu jetzt schon. Die Evolution vom Lebewert der Ewigkeit, vom Insekt zum Fisch, vom Reptil zum Säugetier. So ward der Mensch geboren. Und so hat er sich bis heute entwickelt. Ja, Dankeschön. Seit Beginn der Zeit wurden Komete die Götter der Sterne genannt. Aber auch die Dämonen der Sterne. Der Komet, der sich jetzt nähert, ist ein Dämon. Er stellt die Höchstform des Bewusstseins dar. Für die Erde ist es die Apokalypse. Ach, ihr seid gar nicht kryptisch hier, ihr Seele. Überhaupt nicht. Gar nicht kryptisch veranlagt oder so. Oder zynisch oder sonst irgendwas. Nö. Ihr doch nicht.
Okay, nach wie vor überall beunruhigend viele Statuen von Freedan. Was haben wir hier noch? Innen drin vom Turm gelten für die Zeit andere Gesetze. Die schreitet wie im Flug voran. Ihr seid keine normale Sterbliche, deswegen könnt ihr den Turm betreten. Oh, das klingt aber nicht so gut. In dem Raum warten Dämonen auf dich. Bring sie um, bevor du noch overgehst. Oh, das muss dann wohl so sein, ne? Aber mal gucken, was es hier noch gibt. Da gibt es auch so eine lustige Idee. Aber die der lässt uns dann durch. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich was killen. Ja, du könnt euch hier so was gefasst machen. So besonders ist Kara jetzt auch wieder nicht. Die kommt nicht mit ins Sphäre-Portal. Ach jo, speichern wir mal. Ne? Jo, Allah Molgaya. Wir sehen uns. So, dann gucken wir doch mal, was hier drin lauert. Und zwar, es ist ein Dämon und ich werde mich jetzt auch verwandeln. Nein! Es ist Kastod, die zweite! Ja, ich hab's beim ersten Mal vergessen, wie er heißt und gar, was es für ein Endboss war. Er heißt Kastod oder Kastoth oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist er nicht besonders schwer, wenn viele Leute tatsächlich hier Probleme mit ihm haben. Aber für mich war der eigentlich schon immer Pillepaller. Man muss nur besonders aggressiv vorgehen. Und wenn man wirklich extrem aggressiv vorgeht, dann muss man hier eine großartig ausweichen, ne? Schon ist der Typ tot. Und auch wenn die Galaxien dahin herumschwirren wie Sau, also schwierig fand ich Kastod nie. Aber es gibt halt wirklich viele Spieler, interessanterweise, die immense Probleme mit Kastod haben. Naja. Dafür habe ich das immense Problem mit den Vampiren, weil ich glaube, da geht's, ach, nicht nur mir so. Ich glaube, die Vampire sind wirklich Endbosse, die von besonders dramatischer Schwere wahrgenommen werden. Als Gegner von dramatischer Schwere wahrgenommen werden, so rum, ne? Ja. Also. Jetzt müsste der Weg aber auch was sein. Ring hin, Ring her. Ja, jetzt kommen wir dort hier. Und ihr könnt euch jetzt denken, jetzt dürfen wir nochmal die ganze alte Endgegner abklappern. Und dürfen uns dann das kryptische Gelaber von den Viecher noch anhören, überall von diesen Seelen. Und hier, ne? Jo, jetzt kommt wieder der Fochel. Interessanterweise, das hat Hinui auch hier auch gemerkt. Ich habe das dann nochmal nachgelesen. Im japanischen Original besitzt der Fochel, der übrigens Viper heißt, keine Maske. Die hat man für die europäische Version hinzugefügt, einfach nur mit der Begründung, dass er interessanter aussieht. Ja, jetzt kämpfen wir wieder gegen Viper. An sich auch kein besonders schwerer Endboss. Von daher, dann kriegen wir fertig, auch wenn er so ägyptische Maske trägt, so Pharaone-Maske. So, oh. Naja, mit Shadow ziehen wir halt schon viel ab, muss man lossen. Ja, da muss man eigentlich auch nur dreist genug sein und no Trag hier. Dreist genug, no genug Tra und dann hat sich das eigentlich relativ fix erledigt hier. Gut. Tja, wer dann mit etwas mehr Stänkerei aufwartet, wären dann wieder die Vampire sei. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Ach, so ein saublöder Name. Also zumindest der männliche Vampir. Die Frau hieß einfach nur Vampirella. Und der männliche Vampir hat so einen blöden Namen wie John oder sowas. So. Ja, irgendwas geht hier noch ab. Kommen ein paar Sonnenstrahlen raus. Und, ja. Wir werden hochgewarpt. Wie könnte es auch anders sein, ne? Dafür ist ja auch die babylonische Technik berühmt für seinen Warp-Antrieb und für seinen Teleporter. Dafür waren die Babylonier damals schon weltberühmt. Oh je, oh je, oh je. Jetzt. Und das ist auch noch so kurz vor knappig. Scheiße. Wir haben ja noch circa eine Minute, bis die Episode enden sollte. Ich hätte mal zu Gaia gehen und mich heilen lassen sollen. Scheiße. Harteste Bosskampf auch noch arg schlacher. Aber ich denke, ach, hier kommen wir mit Shadow ziemlich gut voran. Und hinten bewegt sich auch nicht mehr. Was bei Kastod noch gerast hat, ist hier ziemlich lahmarschig. Oh, die ziehen immer noch saumäßig gut ab. Ich probiere es hier einfach einmal mit dreistem Auftreten. Und es zahlt sich irgendwie aus. Also Annie habe ich jetzt schon, die Vampirella habe ich jetzt ziemlich fix erledigt. Dann kümmern wir uns um den John halt mit in Gemütsruhe, ne? Oder wie er heißt. Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendein blöder englischer Name, der überhaupt nicht gepasst hat. Meiner Meinung nach zumindest.
Ja, dann kümmern wir uns um ihn mal in aller Ruhe. Wir haben ja alle Zeit der Welt eigentlich. Jetzt ist keine 150 Sekunden Zeitbomben neben dran. Also hier haben wir wirklich mal unsere Ruhe. Und er kann wenigstens irgendwie seine blöde Superattacke ausführen, weil seine gute Vampirella nicht mehr dabei ist. Ich glaube, erwischen lassen sollte man es trotzdem nicht mehr von ihm. Aber ein paar Mal kann ich ihn auf die Schlappschnut hauen. So. 3-mal auf die Schnutkloppe ist erlaubt. Aber mehr geht auch nicht mehr. Ja, als Shadow ist es dann doch ist es doch wesentlich unproblematischer. So, sehr schön. Gut, dann hätten wir doch eigentlich auch schon recht viel vom Turm von Babel erledigt. Und hätten schon mal das schwierigste Part von den Bossgegner hinter uns gebracht, was ich persönlich auch ganz großartig finde. Und wird sagen, ihr liebe Leute, die 20 Minuten sind jetzt für heute auch wieder vorbei. Das heißt, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig, wo wir dann hier gegen den nächsten Endboss wieder antreten werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder im Turm von Babel. Iron Yankee.